So, schönen guten Morgen. Ich begrüße mich zu dieser Pressekonferenz, die ich den Morgen zusammen mache mit Sascha Bailey, CEO von Lux Innovation, und mit Gerard Zoller, dem CEO von Peinture Robin. Der Objekt von dieser Pressekonferenz ist für einerseits den Aktivitätsrapport 2019 von Lux Innovation zu präsentieren, aber auch für die Rolle von der Agence während der Covid-19-Krise zu schwätzen, welche Aktionen gemacht sind von Lux Innovation, und welche Rolle Lux Innovation noch immer spielt, also aktuell am Kader von der Krise. Und das war an der Hauptsache von meiner Seite für ein neues Programm zu präsentieren, dem wir als Wirtschaftsminister zusammen mit Lux Innovation dezidiert haben zu lancieren, für die Betriebe zu Lützeburg zu helfen, besser aus dieser Krise rauszukommen, für sich besser aufzustellen, auch am Suite von dieser Krise für mehr resilient zu gehen. Das ist eine Mesure, die sich auch an den Park von Neustadt Lützeburg asseriert. Bei den Betrieben draußen ist Lux Innovation ein Begriff. Jeder kennt Lux Innovation, par contre beim größten Publikum, also eine Agence, die ein bisschen mehr bekannt ist, und ich meine, du fährst vielleicht ganz gut für ein paar Wörter zu sagen, was Lux Innovation effektiv auch ist. Lux Innovation ist die nationale Agence für die Promotion von der privaten Forschung und von der Innovation zu Lützeburg. Sie hat heute Form von einem GIE, wo den Hauptpartner noch den Hauptfinanzier des Wirtschaftsministeriums, aber wo auch andere Partner aus der Industrie und aus der Ökonomie dabei sind, wie notamment FEDIL, das ist die Industrielle Föderation, Chambre de Commerce und Chambre des Métiers, aber auch den Hochschul- und Forschungsminister. Die Agence ist seit Jahrzehnten schon den verlängerten Arm vom Wirtschaftsminister an sie hat 3 Hauptmissionen, die alle Guten der Lützeburger Wirtschaft zugutekommen. Erstens ist, wie gesagt, den Hauptakteur für die Promotion von der Innovation zu Lützeburg. Sie ist die Hauptanlaufstelle für die Betriebe, die eine finanzielle Unterstützung und eine kompetente Begleitung für innovative Entwicklungsprojekte sichern. Wir sind zu Lützeburg der Überzeugung, und ich meine, das gilt nicht nur für Lützeburg, dass keine Wirtschaft sich kann entwickeln, keine Wirtschaft kann wachsen ohne Innovation und Recherche. Und just da spielt Lux Innovation eine extrem wichtige Rolle. Sie ist auch zu Lützeburg den Brückenbauer zwischen der öffentlichen und der privaten Forschung. Und drittens spielt Lux Innovation eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, für ausländische Investisseuren und Unternehmen nach Lützeburg zu bringen, die der nationalen Wirtschaft nachhaltig etwas bringen. Und ihr wisst alle Guten, dass Nachhaltigkeit, aber auch Digitalisation etwas ist, was wir uns hier zu Lützeburg und auch als Wirtschaftsminister ganz groß auf den Fendel geschrieben haben. Bei Lux Innovation schaffen heute rund 70 Leute. Und wie gesagt, seit 35 Jahren steht die Agence am Dienst von der Lützeburger Wirtschaft, von der Lützeburger Unternehmen. Lux Innovation hat auch letztes Jahr ihren 35. Geburtstag gefeiert. Wie gesagt, die Rolle von Lux Innovation ist, Betriebe zu begleiten, ihnen zu helfen, sie zu beraten. Und genau das hat sie auch während der Coronavirus-Krise gemacht, und darüber wird, wie gesagt, Sascha Bailey agoen, was du alles von Aktionen, was du alles kommst während dieser Zeit, aber doch noch immer am Gang ist, zu laufen. Ich gebe gerne übergehen und Provokationen zu dem neuen Programm, den wir lancieren, an dem ich schon anfangs angeschaut habe. Wir haben dezidiert, ein Programm zu lancieren, für die Betriebe zu helfen, sie zu unterstützen, für mehr sicher aus der Krise rauszukommen und für besser an der Zukunft aufgestellt zu sein. Das neue Programm heißt Fit for Resilience. Wir helfen den Betrieben zu gucken, was hier Stärken und Faiblesse sind, auf was mögliche Opportunitäten für die Zukunft können zu sein. An einem Wort eben für mehr resilient zu gehen,
für besser können zu resistieren bei zukünftige Krise, für zu lehren aus den Lektionen, die auch mit dieser Coronavirus-Krise für jeden kommen sind, für all Betrieb, sind hat andere Lektionen. Und dafür sind wir immens froh, dass der Herr Zoller Dönno sein Témoignage gibt, was den spezifischen Fall von Peinture Robin angeht, und was ihn aus diesem Programm davon gedroht hat. Es geht also darum, dass der Betrieb, den dieses Programm durchlebt, Dönno besser aufgestellt ist, für speziell durch so Krisen, wie man sie kennengelernt haben, da durchzukommen. Mit dem Programm Fit for Resilience unterstützen und helfen dem Wirtschaftsminister alle Innovation Betrieber für sich bereit zu machen für die Reprise und für eben mehr resistent zu gehen am Kontext von so Krisen. Wir helfen erstens den Betrieber eine Analyse für sich selber zu machen, für zu gucken, wie sie durch die Krise impactiert werden, was für Lektionen daraus können gezogen gehen. Für den Diagnostik zu machen, stellt Lux Innovation einen externen Konsultant zur Verfügung, da das Konsultant aus einer Liste von pur möglichen, wo der Betrieb sich da kann heraussichern. Und Teilchen von den Kosten überhält den Wirtschaftsminister. Zusammen mit den Betrieben schaffen wir nur dem Diagnostik auch Proposen aus, für das die Unternehmen sich eventuell ernst oder sogar neu können aufstellen an helfen auch bei der Umsetzung von so möglichen Lösungen. Den Akzent dabei liegt ganz viel bei Digitalisierung an Nachhaltigkeit. Wir gucken, wie weit die zwei Faktoren können mit abschließen, aber wie gesagt, das sind zwei ganz wichtige Piliere von unserer Wirtschaftspolitik. Interessierte Betriebe können sich bis den 31. Dezember von diesem Jahr online anschreiben auf der Plattform fitforresilience.lu. Bei der Umsetzung vom Programm wird Lux Innovation dann auch von der Chambre de Commerce, der Chambre des Métiers, der FEDIL an der Handwerkerföderation unterstützt. Fit for Resilience ist als strategischen Innovationsprogramm zu sehen für Betriebe, die sich überlegen, wie sie sich in Zukunft positionieren, indem sie eine mehr digital, eine mehr zirkulär und regionale Approche integrieren. Weil wir gesehen, und das sind die Lektionen, die wir schon lernen aus dieser Krise, dass einerseits Digitalisation einen riesigen Boost kriegt. Ich brauche Stichwort Teletravail zu gehen. Teletravail als Échelle Grandeur Nature hat bewiesen, dass das funktioniert, dass Betriebe können am großen und am breiten Sinn darüber zurückgreifen. Mehr auch Nachhaltigkeit als ein Schlagwort wird an dieser Krise immer wo sich bewiesen wird, dass das Zukunft ist, auch von der Ausrichtung von unserer Wirtschaftspolitik europäischen Niveau, aber auch nationalen Niveau, und schlussendlich die Regionalität mit den Wertschöpfungsketten, die immer mehr international gesehen, wo die Realisation kommt, dass man ganz viele Sachen mehr regional muss gesehen, mehr lokal muss produzieren, europäisch produzieren. Auch das als eine von den Lektionen, die man schon können aus dieser Krise zählen. Das Programm Fit for Resilience ist komplementär zu dem ersten Stabilisierungspakt, den über 10 Milliarden schwer ist, aber auch zu dem zweiten Pakt, den gleich vorgestellt wurde, den Neustartpakt, den auch bis zu 800 Millionen Euro schwer ist, die alle beide einerseits die Ambition für anschmengen noch reüssieren, Liquiditäten an Betriebe ranzubringen, die jedoch fertig bringen, Arbeitsplätze zu stabilisieren, Betriebe zu stabilisieren, an der Lo an einer zweiten Phase auch für die Ökonomie zu relancieren, für sie besser für die Zukunft aufzustellen. Fit for Resilience ist auch komplementär zu ganz vielen anderen Aktivitäten von der Lux Innovation und zu den schon bestehenden Fit for Programmen von der Agence. Voilà, damit gebe ich mal das Wort weitergehen und Sascha Bailey, der CEO von Lux Innovation, für den Detail von den Aktivitäten und auch für den Rapport d'Aktivité. Merci vielmals, Herr Minister.
Merci auf alle Fall für den Interesse für die Aktivitäten von der Luxinnovation, was wir machen für die Wirtschaft zu helfen. Wie gesagt, es geht halt darum, dass man einen Rapport annuell sollte man feststellen, wir wollen ja weisen, was wir am Kontext von der Krise gemacht haben, für zu helfen. Und wir lancieren heute das Programm Fit for Resilience, den, wie gesagt, gemeint ist, für nur da an die Zukunft zu gucken, wie es weitergeht, am Kontext vom Neustart. Die hat den Rapport annuell zur Verfügung gestellt kriegt. Das heißt, ich will nicht zu viel Haut an alle Details gehen. Ich bin sicher, die wollt mehr über das Fit for Resilience Programm hören, aber was wir auch an der Krise gemacht haben als Luxinnovation. Ich wollte aber trotzdem einen kurzen Überblick geben, was 2019 größeres aber bei der Luxinnovation gelaufen ist, weil es auch relevant ist am Kontext von dem, was wir machen. Wir haben letztes Jahr als ein Cluster-Initiativ reformiert, und zwar dadurch, dass wir mehr gucken, was wirklich ganz konkret Besoin von den ganz verschiedenen Betrieben, die unseren Ökosystem heute Lützeburg ausmachen. Durch durch alle Sektoren von unserer Ökonomie. Ob das Ökotechnologien ist, Health Tech, am Bereich Manufakturär, Materialien, Automobil und so weiter. Wir haben für alle Bereiche einen Spezialist. Die Begleitbetriebe, die versteht hier Besoin, lauscht Adoption und orientiert sich bei die richtigen Solutionen. Daraus heraus möchte ich nicht nur den Niveau Akkompagnement vom Betrieb, den Account Manager für den Betrieb, aber der versteht dann noch horizontal, was an dem Sektor lebt, wo die Defizite sind, was da aussteht. An der Laufstadt, vor allem auch, ob die Proposen, ob die Ideen, die aus den Betrieben kommen. Und dafür haben wir einen Prozess, den dazu soll feiern, dass wir können hier zu Lützeburg gemeinsam sektoriell Projekte absetzen, die uns Ökonomie noch bringen. Und das ist auch ein Prozess, den man letztes Jahr eben mehr klar definiert tun, an den schon am Gangen ist, zu ganz konkrete Projekte zu leiten. Und ich zitiere da als Beispiel den heißt Holzhaf, wo man wirklich kaptiert tun, horizontal, was man heute in Lützeburg alles für Kompetenzen an Betriebe haben am Bereich vom Holz, wie man das zusammen können bringen, aber wie man da eigentlich eine digitale Plattform absetzen, wo genau gesagt, wen wird produziert, wen zusammen kann schaffen, wo ein Achse auf einen regionalen Holzmarkt kann kriegen. Das als Beispiel für so ein Flagship. Wie gesagt, das ist am Sinn regional, das ist am Sinn zirkulär. Und dahin wollen wir kommen, und dafür ist der Prozess wichtig. Was wir auch machen, das ist, wir stimulieren Transformation digital, für allem auch bei den Betrieben, aber vor allem auch an der Industrie. Es geht darum, dass wir als Industrie auf Niveau Industrie 4.0 bringen. Dafür haben wir auch letztes Jahr den Luxemburg Digital Innovation Hub lanciert. Das ist ein nationaler Digital Innovation Hub, den eine Plattform ist, den Besoin von der Industrie erfasst, an denen heigen komplexen Technologien an zusammenbringt mit denen, die do Antworten anbieten können. Sie hat das Rechercheinstitute, sie hat das spezialisiert IT, Providers, aber auch Startups. Und da geht es darum, wie gesagt, die Plattform dort zu setzen. Das lebt mittlerweile, wir sind akkompagnieren auch Industrie. Und das Jahr visieren wir Teil zu gehen von dem europäischen Réseau von Digital Innovation Hubs und dadurch Lützeburg auf die europäische Karte auch zu setzen und helfen auch die auf europäischem Niveau die Industrie noch viel zu bringen. Wir akkompagnieren ganz viele Betriebe. Du hast den Dingen neu hängen geblieben. Bon. Ich meine, kommen schon Ferien. Ich zähle da mal einfach, wie hoch werdet alles gut. Wir akkompagnieren ganz viele Betriebe mit den sogenannten Fit-for-Programmen. Das sind accessible Programme für die Betriebe zu helfen, an Innovation zu gehen, an Access zu kriegen auf Staatshilfen. Da will ich dafür streichen, dass letztes Jahr 156 Betriebe und so ein Fit-for-Programm teilgeholt haben. Das ist eine Augmentation von an die 80–90% mehr wie die Jahr für drin. Ich muss auch darauf hinweisen, dass hauptsächlich natürlich bedenkt, dass das ganz viel Fit for Digital Programme gemacht haben, also Digitalisationsprogramme.
Voilà dat as also och fikkel Job es wat 40 Streiche war vom last Jahr an der Prospektion de Minister dafür drohen genannt mir hun Rolle fir sibléiert Betriebe aus dem ersten an sichchen zu goen. Last Jahr konnte man da 296 identifizieren, die interessant sie für Lützeburg durch eng sibléiert Recherche. Mit denen sie mal Kontakt kommen, davon sind der Erde 60 und sich bis Lützeburg deplaciert, haben unsere Akteure kennengelernt, einer Betriebe, Rechercheinstituten, den Ministerien, und am Endeffekt wurden dann 19 diese Schei zu Lützeburg etabliert tun. Wir streichen auch auf 4, dass eine Augmentation als par rapport zum Jahr 4 drin, was Betriebe, die sich etabliert tun, sind da 50% mehr. Und da sind wir eben noch ganz hoch verstoppt. Startup als Bereich, in dem wir uns kümmern, wir haben da ganz viel Startup und letztes Jahr akkompaniert, 75 am Ganzen, sie kreiert, gehen auch mit der Hilfe von unserem Akkompagnement. Wir hatten 2 Fit for Start Evenementen, 3 Startups sind da selektioniert, gehen, und das nachdem da 512 Dossiers rausgekommen sind. Auch das muss ich ja feststreichen als eine Verdopplung von den Applikationen, von den Kandidaturen par rapport zum Jahr 4 drin. Recherche- und Innovationsprojekte, wir begleiten Betriebe, für das Recherche- und Innovationsprojekte so erreichen an dem Wirtschaftsministerium, dass sie auch können Äden vom Wirtschaftsministerium kreieren. Da waren 145 Äden, die attribuiert konnten gehen, und das korrespondiert an 109 Societäten, die finanziert, die Finanzement auch vom Wirtschaftsministerium kriegen. Auch da, das ist eine Augmentation par rapport zum Jahr 4 drin, an die 50%. Und zuletzt weise ich auch darauf hin, dass wir auch gucken, dass wir an europäische Programme machen. Dadurch haben wir ab Lützburg europäische Finanzmente von Innovationsprojekten gekriegt. 200 Millionen Euro sind das. Wichtig ist vor allem zu wissen, dass wir Verantwortliche an der EU an dem dritten Bereich sind. Die Projekte, die wir erreichen, gehören zu denen, die am meisten Success haben. Und wir sind bei einem Niveau von 17%, die Moyenne an der EU als 12%. Voilà, das ist ein bisschen die Übersicht von den Aktivitäten von 2019, die euch erlauben, zu weisen, Wertlügenfinanzierung am größten möchte. Und das sind Chiffren wirklich ganz, wenn man ganz hochfrisch eben dabei ist, als Chiffren von letztes Jahr sehen. Krise, Covid-Krise, was haben wir als Lügenfinanzierung am Kontext von der Krise gemacht? Wir haben ja eine Übersicht gehen zu unseren Reaktion und Réponse op der Krise. Für Mal natürlich Strömsgängen, dass man weiter als Organisation operationell blieben sind, dass man konnte funktionieren, weiter Betriebe da sind, sie ulauschen an helfen bei die nötigen Solutionen zu bringen. Du hast doch Strömsgänge relativ schnell, wie bei allen Betrieben bei uns auch, auf Teletravail umzuschalten, und das hat auch ganz gut geklappt. Dann sind wir hingegangen und geguckt, was können wir machen? Was wird konkret gebraucht hier zu Lützeburg bei den Betrieben an der Innovation? Wir haben sie akkompagniert für bei den neuen Recherche- und Innovationsmesuren, die das Wirtschaftsministerium adoptiert hat, für sie dahin zu bringen. Das Wirtschaftsministerium hat hier Mesuren an der Recherche und Innovation, Regime Daten vorgesehen, die erlauben, Betriebe substanziell Äden vom Wirtschaftsministerium zu kriegen, wann sie investieren, wann sie developieren neue Solutionen, die am Covid-Bereich, am Development von Equipment de Protection relevant ist. Da haben wir auch die Betriebe dahin orientiert, für die Äden können zurückzugreifen. Lügensinnovation ist auch ein Teil von der Taskforce von der Recherche im Bereich Covid-19. An der Taskforce Recherche sind 13 Arbeitsgruppen abgesetzt, die sich mit verschiedenen Thematiken, die relevant waren an der Lütte gegen den Virus, sind befasst an der Recherche. Unsere Rolle wäre, eine Arbeitsgruppe zu leiten, wo es gegangen ist, die Proposen, die von den Betrieben kommen, Projekten, wo sie meinen, sie könnten auch beitragen zu Solutionen im Recherche- und Innovationsbereich gegen die Covid zu bringen. Wir haben sie herausgefiltert, die relevant sind, und wir haben sie mit den Recherche-Arbeitsgruppen in Kontakt gebracht. So dass da wirklich die Brücke gemerkt wird zwischen der Recherche publik und das, was Betriebe, was der Privatsektor auch beitragen kann. Drittens sprang direkt auf den Startup-Bereich rüber.
Wir haben ja auch zu Lützeburg mittlerweile ein performant starken Start-up-Ökosystem developiert. Start-up sind natürlich auch ganz stark impactiert von der Krise. Und du hast es darum gegangen, ihnen auch zu helfen, weiterzukommen, und aber auch bei Start-up zu gehen, also was können die machen am Kontext von der Krise. Das heißt, wir haben in den ersten Mal Webinaren organisiert, wo sie alle Informationen kriegen über die Mesure d'aide von der Regierung, die für sie relevant sind. Das war ein großer Succès. Wir hatten die Webinaren alle Woche. Da waren dann die 200 Startups, die teilgeholt haben. Und ich muss auch feststreichen, dass während der ganzen Stunde die ganz große Majorität ist auch online blieben. Das ja aber dann in dem Moment schon ein starker Indikator ist, dass es relevant war. Dazu, dass wir einen Konkurs lanciert und Start-ups für Solutionen auszuschaffen, die relevant sind am Kontext von der Covid-Krise. Da sind da 15 Stück zurückbehalten gehen, an die Kruten dann auch ein Aid vom Wirtschaftsministerium für ihre Projekt dann weiterzuführen. Wir haben am Kader von der Krise auch eine Initiative lanciert für zu encouragieren, dass zu Lützeburg gegen Equipement de Protection high produziert gehen. Wir haben ja ganz am Anfang von der Krise gesehen, dass ein Mangel wo Masken, das Protektivequipement gesicht war, jeder zugleich hat alles gebraucht, Plastiksvisieren und so weiter. Und als Luxinnovation haben wir eine ganz gute Übersicht, was high Kompetenzen bei Eisenbetrieben sind, was sie können produzieren, welche Maschinen sie haben, für andere Sachen vielleicht zu machen und ihnen erlauben, Protektivequipement zu fabrizieren. Wir haben also die Mise en Relation gemacht und da sind noch ein paar ganz interessante Projekte, die am Gange sich gehen, sodass wir sogar selber demnächst werden können zu Lützeburg der Surgical Masks produzieren. Wir haben aber auch eine Plattform lanciert, das den EPI Covid-19, wo Offer on Demand von Protektivequipment zu Lützeburg affichiert gehen, als jeder da kommt. Einerseits die Fournisseure fanden von Protektivequipment, was sie brauchen, und auch selber konnten sichern, welche Material sie brauchen, für vielleicht selber an einer Produktionsschiene rüber zu gehen. Und das ist also eine Mise en Relation, die wichtig war. Den Internetsite hat auch große Succès gehabt. Ihr seht hier ein paar Chiffren. Wir haben am ganzen 1654 Utilisateuren, das sind die Leute, die konsultieren gegangen, die eine Recherche gemacht haben. Es sind 197 Offeren darauf affichiert. Das heißt, das Protektivequipment, aber das ist auch Material oder Substanzen, die dazu beitragen, ein Protektivequipment zu fabrizieren. Es sind auch 31 Demanden darauf affichiert, das sind also Administrationen oder Betriebe, die selber vielleicht Maske gesichtet oder Desinfektoren, an die da konnten hier Demanden auch affichieren. Aber für allem ist es eine Plattform, die erlaubt, wirklich eine globale Übersicht zu kriegen, wer das zu Lützeburg geht, und dadurch auch an eine noch mehr regionale Produktion zu fördern. Das Feedback von den Utilisateuren ist ganz positiv. Wir sind also froh, dass das bei den Betrieben gut kommt, also bei denen, die wirklich auch Equipment gesichtet haben. Lo geht es darum, an Zukunft zu gucken. Wir kommen aus der härtesten Periode von der Krise raus. Und wir müssen das Changement antizipieren und uns adaptieren. Was wir observieren, notamment als Innovationsagenz, ist das auch eine Rolle, als wir gesehen, welchen systemischen Impact die heutige Krise auf unsere Wirtschaft hat. Weltweit, aber auch lokal. Wir sehen, wie Komportementer changiert haben, bei den Konsumateuren, E-Commerce, bei den Employés, Teletravail. Wir sehen auch, dass die Chaîne d'Approvisionnement mondial, wie der Minister für gesagt, wirklich auch impactiert sind. Wir haben festgestellt, wir haben noch mehr gesehen, wie dependent wir sind von Zuflüssen, die von ganz weitem hier kommen. Wir sind uns noch viel mehr bewusst, wie wichtig es ist, dass wir resilient sind, dass wir agil sind, dass wir Lokalmöglichkeiten und Solutionen haben. Zugleich wissen wir, dass Technologien, die digital erlauben, viel mehr lokal zu produzieren. Die Technologie ging nicht, und die konnte noch an der Krise anfangen, mehr angewandt zu gehen. Dafür haben wir gefunden, dass es pertinent wäre, dass wir ein Programm lancieren, das wirklich beide Betriebe erstens mal kaptiert, was bei ihnen geschieht, was sind die Enseignementen, die sie aus der Krise ziehen,
wie sind sie impactiert gehen, was könnten sie ernst das machen für ihnen zu helfen, hier Resilienz zu renforcieren, für sich eventuell neu zu erfahren und neue Opportunitäten zu saisieren. Das Konzept von dem Programm ist den, dass Betriebe eine Hilfe kriegen von Konsultanten an der Strategie, die do ein Know-how haben, die auch de Metier von den Betrieben kennen. Dafür ist wichtig, dass die richtig selektioniert gehen, für den Betrieb zu helfen, sich zu akkompagnieren. Es gehen zwischen 5 und 25 Konsultants zur Verfügung gestellt. Die freie Konsultanz gehen zu 50% vom Wirtschaftsminister finanziert. Es geht darum, dass ein Diagnostik gemacht wird, man Betrieb, über den Impact von der Krise, an die darauf sind, auch ein Plan d'Action für aus der Krise herauszukommen. Den Diagnostik guckt den Impact von der Krise, ob die externen Faktoren, die den Business vom Betrieb impactieren, der Marché, die Konkurrenz, Produkte, die ähnlich das vielleicht gesehen, den Approvisionnement, Logistik, Distribution, Klient, Behölle von den Klienten. Da muss alles geguckt gehen. Faktoren dann intern auch, wie sind Prozesse bannen am Betrieb? Wie digital sind sie? Wie eine Methode Travail haben sie? Schwätzen sie viel mit denen? Haben sie eine gute Kommunikation intern? Wird die Information ausgetauscht? Also eine Tendenz dafür, auch mal out of the box zu denken. Und darauf hin wird der Vorschlag gemacht von einer Roadmap, kurzfristig und mittelfristig, für noch 4 zu kommen. Do inkorporiert als Digitalisation inkorporiert ein Element von der Ökonomie zirkulär auch. Was kann ich machen, wir nicht immer auf neue Ressourcen müssen zurückgreifen, mehr Ressourcen, die können recycliert gehen, was kann ich da mehr machen? Und auch zu gucken, was ich vielleicht mehr regional sich kann approvisionieren, aber nicht regional, da wenigstens auf europäischem Niveau. Für einen Betrieb, als sie bleiben wir cibleieren eigentlich Betriebe, die von der Krise wirklich strukturell impactiert sind. Das können da am Produktionsbereich sein, das können auch größere Artisanatsbetriebe sein, größere Kommerçanten, Grossisten, auch ganz große Entreprisen, also au-delà von den PME. Für die ist die heute Programm auch accessibel. Voilà, das Lancement ist heute. Das Programm läuft bis Ende des Jahres, also muss sich ummelden bis Ende des Jahres für das zu machen. Das ist ein Post-Krisis-Instrument. Kandidaturen kann ihn online machen. Den Site ist lanciert und heißt fitforresilience.lu. Und auf dem Site, wie gesagt, kann ich eine Kandidatur stellen. Und da, wir sind noch am Gangen, gerade im Moment Konsultanten zu filtern. Kandidaturen sind rankommen, und wir gucken für die richtigsten Pfannen, die wirklich auch die Eisenbetriebe den Know-how können überdrohen, den sie den ihnen dafür hilft. Voilà, das wäre alles meinerseits. Merci. Vielmals merci, Sascha. Ich war ugangs mehr zu Uselding auf einer Visite bei Peinture Robin am Kader von denen viele Visiten, die ich mache bei Betrieben. Schon du einen Betrieb besser kennengelernt, den Traditionsbetrieb ist, an den auch die Innovation wirklich an seiner DNA hat, den schon von sich aus ganz viele innovative neue Sachen, neue Ideen integriert. Und dafür haben wir noch, damals waren wir schon am Gang mit Sascha, mit Lux Innovation zu summen und dem Fit for Resilience zu kosten. Und da haben wir dem Herrn Zoller proposiert, für das an seinem Betrieb durchzuspielen. Und dafür waren wir auch immens froh, dass er das direkt akzeptiert wird, für sich am Anfang als Versuchskanickel hinzugehen, für das Programm durchzuspielen. Ich meine, das hat gut geklappt. Und ich gebe wirklich gerne merci so, dass er sich heute bereit erklärt hat, für bei dieser Pressekonferenz dabei zu sein, für die Erfahrung mitzuteilen von diesem Programm, da das nicht selbstverständlich, dass man selbst an die Öffentlichkeit geht. Dafür ganz große Merci. Und ich gebe dem Herrn Zoller, dem CEO von Peinture Robin, dann noch gerne das Wort geben. Merci. Herr Minister, bonjour von meiner Seite. Ich wollte déjà auch Merci zurückgehen, ich für die Visite, mir auch zweitens dann, dass wir hier dürfen mitmachen. Mein Programm, die so Kobe, ich habe das Patient 0 genannt, für am
COVID-Langage zu bleiben. Ich hoffe dann, dass dann aber noch viel, dass man viel Leute durchstechen, man da Enthusiasmus für das Programm do mat zu machen. Wie gesagt, wir haben an 2 Wochen durchgeboxt mit einem Büro d'études, dem ich schon mal direkt durchbeandruckt hat für den Terre-à-Terre, war Leute, die wirklich an Praxis geguckt haben, an praktische Lösungen probiert haben zu helfen. Wir haben natürlich mit den klassischen Outils geschafft, die du SWOT-Analyse heschen, die ihr alle gut kennen, dann noch einer Outils mehr. Es war immer alles an Bezug auf Krise, wie schon erklärt ging, wer das gut gelaufen an der Krise, wer das schlecht gelaufen an der Krise, was können wir weiterdrehen, was können wir vielleicht neu machen. Bei unserem Betrieb ist ein relativ komplizierter Betrieb, en temps normal, gebe ich mal so. Das hat uns aber an der Krise geholfen, weil wir eben durch die vielen Divisionen aber konnten eine gewisse Aktivität aufrechterhalten. Und wir gucken nur mit den Leuten für wie gesagt, verschiedene Sachen herauszuziehen. Schlecht Teletravail fällt immer Videokonferenzen. Wir hatten nicht nur Arbeitsplätze eine Kamera. Nur kein Mikrit. Das sind immer Sachen, die man einfach mal praktisch direkt können umsetzen können, für flexibel zu sein. Natürlich denken wir über neue Businessmodelle, nur ändert Schlechtfurt. Und ich will auch Wohnerinnen streichen, die wieder, die mal so und die Schlechtfeder, die Leute an der Strategie vom Rifkin-Prozess, den wir umgekehrt haben, für ein paar Jahre, Demo zum Rocher von Regionalität geschwert, von Digitalisation, von Ökonomie zirkulär. Die gesehen, die Regierung ist am selben Flow NRW, wie dem wir zugestoßen haben. Wenn ich Regionalität so hoffentlich an Lo gemerkt während der Krise, die Leute denken aber mehr regional, so mal, weil sie sowieso verfechter von Europa, von den Regionen. Und ich meine, wir haben eine Chance für das Denker zu stärken. Wir sind noch den ähnlichen Lackhersteller op der größeren Region am Moment. Das ist eine Piste, die wir wollen weitertreiben. Ich will auch nicht zu viel aus dem Planstrategie schwätzen, aber auf jeden Fall eine Piste, die wir werden haben. Ein anderes flotte Programm, das wir auch werden mit dem Büro d'études weitertreiben, das ist eine Zusammenarbeit mit der Superdrecksköst. Da kommen all Jahr mit 2 Millionen Kilo Pfeff zurück, die verbrannt gehen. Und du hast aber nach Pfeff dabei, die in Deutschland kann benutzen. Und du probieren wir auch am Sinn von der Zirkularität in Deel zu rekuperieren. Also just ein paar kleine Beispiele für Sachen, die wir anstoßen. Was mir auch aufgefallen ist, ich meine, das ist gesagt, die Resilienz, das ist in Neutwort, wo ich für ein paar Jahre nach heute müssen am Diktionär gucken, für zu finden, wer das wir. Das Wort die Werte, die man kann tun, Shareholder Value, EBITDA, Turnover ersetzt. Und ich habe festgestellt, dass das eigentlich das wichtigste Wort ist, nicht die Äner wieder. Weil die Äner, die kommen, wenn das so klappt. Und ich meine, man muss gucken, dass man die Firmen alle Uhr dahin kriegen. Resilienz erreicht die nicht mit viel Suchen und mit viel Investissementen. Resilienz muss auch am Kap passieren. Und das merkt man dann noch von den Mathematik habe ich da schwärzt oft gesagt, geht nicht, anstatt kommen Märchen. Da muss man an, wie man dann Bailey auch gesagt hat, out of the box denken, Ruf von den Peer, die man getrüppelt sind, kommen mehr einfach mal besonders das an ganz wichtig auch Vitesse, reaktiv sind, an antizipieren. Ich sind immer all der immer erstaunt, wenn Betrieber so ein Mama los de Koffine mal river an ich kann auch nicht aufhängen, sind nicht brett. Was tun die Leute an 2 Monaten gemerkt? Du hat man ja, steht da, du siehst, wie wichtig dass die Antizipation ist. Also okay, Reproche die Leute, mir noch selber den Moment verpasst gehabt. Das sind also wie gesagt alles Sachen, die man an den Programmen do werden lehren, wo man als Personal werden damit befassen, dass auch sie nicht den Tunnelblick haben, von dem was die letzten 20 Jahre gemerkt haben, mir einfach neu denken. Das ist ein ganz wichtiger Punkt doch. Und dann vielleicht den letzten Punkt, weil ich meine, Krise ist ein Drama schon vielleicht gewirrscht, wie viele Leute die Leute verloren haben. Mit so eine große Chance, Mensch, für die Ökonomie. Wir müssen Lodorese lernen. Aber wenn man, die muss ich mir vorstellen, das ist ein Feldversuch quasi auf Landesniveau, Stresstest für das ganze Land, für die Entreprisen alle gut. Wenn wir die fertig bringen, wenn wir zu viele Leute in die Programme haben, wir sammeln ja durch Daten, Makrodaten, wenn wir da einen repräsentativen Echantillon kreieren auf Landesniveau,
könnte man die Daten kompilieren, man die vergleichen an daraus als Lehrerin gesehen, was für Betriebe haben für Wert gut geschafft, was für Betriebe haben für Wert schlecht geschafft. Ich meine, das selbst für die muss man, Madame Bailey, an der Luxinnovation, dass man da kompiliert kriegen, dass man daraus lehren. Voilà, mir bleibt just noch ein Appell und meine Kollegen aus den Betrieben zu machen, mehr bei diesem Programm, das wirklich der Wert an Mengen wird auch großzügig subventioniert vom Herrn Minister. Gucken, dass wir das Dinge zu summen, Kerre aus dem Dreck kriegen, wie ich sehe, dann, dass wir aus dieser Krise lernen. So nicht merci. Vielmals merci, Herr Zoller, für einen ganz interessanten Témoignage. Auch von mir den Appell, den ihr just gemacht habt, und als Betrieber profitiert von diesem Programm, profitiert von dieser Offer vom Wirtschaftsministerium für Luxinnovation, für ihr weiter zu entwickeln, für Schwächen zu analysieren, aus dieser Krise raus, für mehr stark rauszukommen aus dem Dekonfinement. Ich profitiere noch einmal für einen Appell zu machen und Betrieber für sich von dem neuen Hilfsinstrument zu profitieren, wenn wir dann bis durch die Chamber kruten für Investimenter zu machen. Ihr wisst, dass wir ein neues Instrument angeführt haben, wo wir massiv subventionieren, bis zu 50% Investimenter an Digitalinfrastrukturen, aber auch an Utien von der Nachhaltigkeit, mehr auch Kreislaufwirtschaft. Das ist ein neues Instrument, das von Bresel von der Kommission approviert wurde, letzte Woche, wird man, wie gesagt, noch müssen durch die Chamber kriegen. Voilà, vielmals merci für Ihre Attention und wenn ihr froh sind, stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung. Guten Morgen, Raphael Dickes von RTL. Ich wollte fragen, die Konsulten, wenn ich das richtig verstanden habe, das sind da aus der Privatwirtschaft, wo die dann selektioniert, die am besten passen, oder wie? dass er jede Charge rausgeschickt gehen und Konsulten, die darauf hin hier Kandidaturen erreichen. Wir gucken sie bei der Luxinnovation, dass uns wichtig, dass sie die nötige Experienz haben, dass sie die nötige Kompetenzen haben, dass sie die Medien von der Eiserindustrie, von Eiserbetrieben kennen und dann werden sie von uns agréiert gehen, an die gehen dann affichiert Internet sieht, fitforresilience.lu, da das am Gangen gemacht zu gehen, werden den nächsten Tag sprechen sehen, und da können Betriebe das selber selektionieren, mit welchem Konsultant sie da wollen zusammen schaffen. Und das Wirtschaftsministerium ewählt Talschicht von den Kasten davon und die anderen Halsche strebt der Betrieb selber. Korrekt, ja. Okay. Und hat er ja schon ein Envelope gegeben für den Projekt, oder eine Unzahl von Betrieben, die da können en charge wollen? Wir haben angeschaut, dass das Programm den das Jahr läuft. Wir haben estimiert, dass wenn sich da 50 Betriebe melden, dass wir dann anschätzen, dass wir ein Envelope von Wert hat 750.000 €. Das ist ein Envelope vom Wirtschaftsministerium. Das ist die as en fonction justement von den Demanden, die rankommen, a wie viel Dich Konsultanz necessitiert gehen en fonction justement vom Typ vom Betrieb. Dafür so wir auch die Dich Konsultanz sind zwischen 5 an 25 Stich. Und da ist es justement en fonction justement von der Größe von der Betrieb, Komplexität vom Betrieb, das dem Moment attribuiert. Mit der Tisch geht doch nicht unbedingt davon aus, dass sich massiv hunderte Betriebe werden melden, wenn der von der Envelope von 750.000 € schwätzt. Das hängt von an. Also du hast eine Flexibilität dran, mit Schlussrecht der Minister dazu wird so, dass an eiser initialer Approche man gedacht, dass du als mal eine Estimation, wir wären natürlich froh, wenn sich mehr Betriebe melden, wenn sie pertinent fanden für sie. Ich meine, das hängt auch vom Minister ab. Das ist effektiv eine justifiiert Form, auf die man aber für den Moment keine richtige Antwort tun. Es gibt schon etwas, was ich muss dann weisen an der Praxis, wie das geht. Betriebe hierüber Datei beanspruchen, ob sie das benutzen. Wir hoffen, dass das ein attraktives Instrument ist. Dafür haben wir auch die Pressekonferenz gemacht, für auch die nächste Retour zu kriegen vom Terrain. Wie gesagt, die Invitation für UID-Frieden für relativ breit Europa zurückzugreifen. Aber viel da genau sind, das ist ganz schwer so in l'avance. Merci.
Oui, j'ai une série de questions à poser, Catherine Kurzawa, pour Paper Jam. Tout d'abord, Madame Bailly, vous avez éveillé ma curiosité au moment où vous avez dit que très bientôt, nous pourrons produire des masques chirurgicaux au Grand-Duché. Donc, je voudrais en savoir un petit peu plus sur le calendrier et où l'entreprise qui serait impliquée dans cette fabrication. Je voulais également savoir, c'est peut-être une question pour Monsieur Fayot et Madame Bailly, quel budget est prévu pour ce programme Fit for Resilience et est-ce que vous avez déterminé un objectif de nom en termes de quantité d'entreprises qui pourraient solliciter ce programme d'ici le 31 décembre? Et enfin, pour Monsieur Zoller, j'avais une question. Concrètement, quels sont les nouveaux produits ou services que votre entreprise va implémenter suite à ce programme Fit for Resilience? Et quel a été l'impact financier du Covid pour Peinture Robin? Merci beaucoup. Op Lützeburg. Okay, dann antworte ich op die echt froh, dass de Projekt erst noch net fertig, mais effektiv hummer durch ans Clustermanager an die Initiativ EPI COVID hummer eng Reibetrieber an Kontaktmanner brucht an du ass geguckt gin tschen ich meng das Glanzstoff AirTag an Dupont fir eben eng Produktion vun Mas von egene Masken du se Projekt Pilot am gangen mich kann ich lo haut net so wo a wenn nie dat lo aufgeschloss wenn i dat Präders me das op alle Fall do ganz konkret un so Masken geschafft gin an Prototyp ausgeschafft gin an dem Notesinn. Ja, ich meine, was Enveloppe budgetär geht, das ist einfach für Frau von Madame Dickes. Das ist mal dans un premier temps 750.000 € gesagt, qui basiert auf einer Hypothese von 50 Betrieben, die geben die Mesure beanspruchen. Dann man enger Moyen hunn Jo vun Konsultationsdeeg wie gesagt, dat war die Kleinmoyen. Dat war die Kleinmoyen, dat dat tankt dann vun wie groß, wie komplex de Betrieb ass wieviel Konsultanzdeechen an effektiv beusprocht. méi gené ass dat am Viraus net gené festzustellen, tankt wie gesot vun wieviel Suse der teil huet. Ja, also vor wegen wat war neue Produkte das mal rausbringen. Wir bringen kein neue Produkte heraus. Ich meine, du musst wissen, dass die Tüdelcht vor aufgeschlossen gehen hast. Da ist ein ganz Floppe von Projekten, die man könnten lo machen, mir wirklich schwer haben wir noch nicht gemerkt. Es wird sicher, wie gesagt, Schwerpunkt auf der Region leihe Produkte mehr an der Region nach verkaufen. An den zweite große Wolle, da wären wir schon am Gang ganz aus dem Fossilen raus, also alles, was Petrol basiert, Rohstoffe, sie gehen wir gerne durch Novus und Rohstoffe ersetzen. Das kann für mich ein zweiter großer Fokus sein, wo wir wollen drauf schaffen. Zu den Konsequenzen von der Krise bei unserem Betrieb. Wir liefern heute quasi exklusiv Handwerksbetriebe. Das heißt, was wir in der Wert, den 18. März, wären all als Klienten am Chômagetechnik. Du hast als Schiffer d'affaires von Haut op moi 80% angebracht oder 90%. Das tut eng 2 Nchen hat mich schon kascht, bis ich mich immer da aufhand hat. Aber das hat gedauert, bis Handwerk halt angefangen hat. Das muss man da Brill gewirrscht sein. Dann hat Handwerksbetriebe angefangen, Garagisten noch mehr spät angefangen. Weiter gelehrt war ein Deel von unserem Export. Wir haben einen großen Klient im Moyen-Orient, den hat weiter bestellt, sodass man da eine Basisauslastung hatten. Wir haben aber auch schon mehr partiell angemeldet, dann noch eine Kommerz und Regierung. Also ich muss so ein Chapeau, wie das geklappt hat. Die Suche sie ganz sehr kommen. Zu viel. Herr Minister muss nicht kurz zurückbezahlen, aber wir merken, das ist schon so auf Zeit gelöst. Voilà, das tut so. Merci. Ja, moin, Isabel Scott für den Radio 100,7. Die hat viel geschaut von einem Paradigmenwechsel, der geschehen muss, Global Supply Chains, die nach immer relativ global appliziert sind. Wie bringt ihr das dann an Anklang? Ist das nicht ein bisschen kontradiktorisch par rapport zu einem CETA-Akkord, der ja für die letzten paar Wochen aber relativ kontrovers diskutiert gehen ist? Ja, also den CETA-Akkord huet jo po Joer Bockel
ganz extrawahrscheinlich von den Haut Freihandelsakkoren negoziert oder die negoziiert wird Gewichtung wahrscheinlich enger gehen, wie das uns noch am CETA-Akkor der Fall war. Ich will nur teilen, das ist natürlich eng justifiiert froh mich, dass wie alles evoluiert die Welt noch die Ökonomie evoluiert, und ich meine, wir sind heute an einem ganz anderen Esprit wie vielleicht nach der Zeit, wobei den CETA-Akkor nicht die schlimmsten als den nicht gött, aber trotzdem auch eine neue Generation von Freihandelsakkor. Gut, wo eine Reihe Sachen dabei sind, die ganz kritisch geguckt gehen. Von den Minarike. Ich meine, wir sind an einer Evolution dran, wir sind mir auch englisch geht weltweit an den CETA-Akkor war sowieso schon die très large manière applikabel. Ich meine, das ja an dem Wort an der Chambre für kurzem habt sich die Schiedsgerichte gegangen dafür. Gut. Ich meine nicht, dass du eine komplette Inkohärenz besteht. Jean-Marie Jacobi, Zeitung vom Letzbauer Volk. Ich denke, Herr Feier, der sieht ja d'accord, dass man im Kapitalismus leben und dass es da einen Konzentrationsprozess aufläuft, schon seit längerem. Bon, wie will da aus der Globalisierung herauskommen? Das geht ja irgendwie gut nicht. Und dann hätte ich eine zweite Frage, ob die EU, ganz besonders Lützeburg, nicht am Gangen ist, den Zug für den Wasserstoff zu verpassen. Das ist eine Entwicklung, die ja an Asien ganz intensiv lebt, an Hai kaum. Ist gut nicht. Ja, also zu der ersten Frage, ja, ich meine, wir leben weiterhin an einem kapitalistischen System, wobei man zu Lützeburg die größte Chance finden, dass wir eine starke Sozialmarktwirtschaft haben. Wir haben das mal gesehen, dass wir an einem, Gott sei Dank an einem Land leben, wo wir Instrumente hun wie Kurzarbecht, die es erlaubt, nicht nur den Tissu ökonomik zu retten, mehr Woche Arbeitsplätze zu retten, wir nicht bei uns wie an vielen anderen Ländern direkt massive Chômage, just vielleicht ob Amerika verweisen, wo die Situation dramatisch ist und noch viel mehr dramatisch wird gehen. Dat heißt, mir hunn an so engem System stark Temperamenter ich meine, das auch gut so, muss man sicher noch drun schaffen. Die wisst sich auch als sozialistische Wirtschaftsminister eng Sensibilität tun für die Sachen, für die Ungleichheiten, die natürlich auch immer auch das mecht groß gesehen, natürlich auch gewissen mit der COVID-19-Krise. Das sind sicher Ameliorationen, die muss nach weiter bringen, nach weiter treiben. Den Wasserstoff, bon, das ist effektiv eng Technologie, und der wir auch stark interessiert sind nur die überzeugt, dass man den Zug verpasst haben. Wir sehen auch, dass Europa ganz resolut an die Richtung geht, am Green Deal, mit den aber mengglisch relativ stark, ganz konsensuell als an Europa an einem Kontext, der auch nicht einfach ist für den Moment. An den Hydrogen gehört ganz sicher zu den Zukunftstechnologien, auch an der Industrie. Wenn wir über nachhaltige Energie schwätzen, ist das ganz klar eine Priorität, die wir dem auch zu Lützeburg ganz stark nur denken. Herr Minister, wenn Stofflech kann komplettieren, justement am Bereich vom Wasserstoff, das auch eine Thematik, mit der wir uns mit diesen Clustern befassen. Das ist eine ganz komplexe Thematik. Die Recherche ist auch daran involviert. Also das schon hier bis weit lebt, mit das ganz komplex, mit der tun wir aber auch ganz sicher auch im Radar.
Merci. Merci vielmals. Merci.